Bonjour vun Straßburg, bonjour bei Europäesch Impressionen. D'Europadeputiert waren dëswoch fir d'Oktobersession heit zu summen oder besser gesot fir die Eicht-Session vum Oktober, well am Oktober sind immer 2 Sitzungswochen heideget so déi vum August nogeholl, well der keng Sitzung ass. Ja, an den Ordre du Jour war dëswoch gut gefëllt. D'Aktualitéit muss en zum Deel leider soen och. Ich begrüße dann aber für das Kompetenzteam von der CSV hier, das ist Vivian Reding, den Georges Sparren, der Frank Engel. Madame die Herren, bonjour. Bonjour. Komm, wir fangen dabei der Aktualität an, weil wir da auch zum Mordstandard Migant ganz viel Frohen von ihr aus den Rackrit tun. Frank Engel, die Bilder aus Katalonien sind sonnig am Montag rund um die Welt gegangen und haben auch an den Kommentaren, die wir kriegen, für ganz unterschiedliche Reaktionen gesucht. Wir haben ein Referendum, den sich illegal wären. Wir haben dann Bilder von Polizisten, die Frauen und Männer, eler Leute, Junker brutal zerschlagen. Was muss ich da als Konklusion ziehen? Wie gesagt, war das Referendum nicht richtig, aber die Reaktion hat sich da nicht. Wir haben allemal eine Situation in Katalonien, die mit einer Radikalisierung von der politischen identitären Bewegung unter 10 Jahren oder so zu tun hat. Und das geht von Madrid unter 10 Jahren genauso heftig ignoriert, wie in der Katalonien stattfindet. Selbstverständlich war formal rechtlich das Referendum illegal, weil es keine spanische Region einen eigenen, just durch stattfindenden Unabhängigkeitsreferendum inszenieren. Über so Sachen darf just die Bevölkerung von ganz Spanien zusammen dezidieren. Lo wäre aber das schottische Unabhängigkeitsreferendum auch illegal gewesen, wenn Schotten gemacht hat, nach London nicht gewollt hat. Just ein Unterschied wäre da, dass zu London Leute und Power waren, die gesagt haben, das ist eine Reihe. Wenn ein paar Millionen von Bürger gerne über die Unabhängigkeit aufstimmen, dann können wir aus dem verständlicherweise nicht widersetzen, schon gar nicht mit Gewalt. Und du hast ein Sondergesetz auf der Webrück, so wie damals in Kanada auch, wie die Dreimengen nicht wären, der Unabhängigkeitsreferenden am Quebec wären. Das ist auch nicht, was vom selben gegangen wird. Und wir kennen zu Ottawa froh gewesen, wenn der Quebec sich von Kanada losgelöst hat, so haben sie einfach darüber aufstimmen gelassen. An der Spanien wäre es so, dass die Menschen, die zu Madrid regieren, gesagt haben, das können die behalten dann tut. Du hast keine Unabhängigkeitsbestrebung, weil das nicht geht. Und also findet kein Referendum statt. So, damit haben wir dann das formal geklärt und da kommen wir bei den eigentlichen Problem. Für mich ist es immer ein Problem, wenn ein Staat mit Gewalt gegen seinen Wähler vorgeht. Ja. Weil ein Staat, der mit Gewalt gegen seinen Wähler vorgeht, aus was für einem komischen Grund auch immer, der verliert Legitimität. Ja, da waren ja die Bilder, die waren schlimm. Die Bilder waren schlimm, aber gleichzeitig wäre es ja so, wir haben es ja nicht mit den Krawalltippen vom G20 zu Hamburg zu denen oder so. Ja. Ne? Einfach leid. Wir haben mit einfachen Leuten zu denen, die gesagt haben, egal was die zu Madrid sagen, ich gehe wählen. Weil sie nämlich der Meinung wären, sie hätten das Recht für wählen zu gehen. Lokal, wie gesagt, über das formal juristisch da rundherum, also eine Interpretation, also eine Adaptation lang streiten. Ich fand es mehr schlimm, dass der Staat mit Gewalt gegen Leute vorgeht, die ihm eigentlich nicht gedient haben. Wie das Leute in einem Referendum teilhören, die formalrechtlich nicht stattfinden. Die spanische Verfassung hat 40 Jahre. Für 40 Jahre wird die Bewegung in Katalonien nicht. Die ist, wie gesagt, Frucht von einer 10 Jahre dauernder Radikalisierung von einem Teil von der öffentlichen Meinung in Katalonien. Mit muss das aber zur Kenntnis nehmen, wir schwätzen von ein paar Millionen Leuten. Du verbessert sich was. Ich habe noch auf Facebook geschrieben und dazu stehe ich. Wir hatten die Seele Chance. Wir Lützeburger, dass wir für rund 200 Jahre unerkannten Unabhängigkeit hatten, du wären wir zu 200.000. Das hat doch ganz ehrlich können gehen. Und ich sehe nicht, wie von uns sich an eine Position stellen, wo ihr seht, 10, 20, 40 Mal mehr Leute, wie wir damals wären, an Haut sind, und recht nicht für eine Unabhängigkeit zu streben. Ob ein katalanischer Staat sinnvoll, notwendig, richtig ist, als eine andere Debatte. Ich bin der festen Überzeugung, hat die spanische Regierung Maturität gehabt, Intelligenz gehabt, für zu sagen, wir fanden einen Weg, wie das Referendum da kann sein. Und wir machen Kampagne, während der Referendumskampagne, die da stattfindet, über die Dänigkeit von Spanien. Und für die Dänigkeit von Spanien, dann hätte 60% sich auf diese Seite geschlagen, 40%. Die hätten wir sonst 40% für die Unabhängigkeit gestimmt. Ja. Damals wird froh geklärt. Es gibt nämlich in einer normalen Umstand, also in einer gewaltfreien Umstand, an einem normalen Diskurs mit keine Majorität für die Unabhängigkeit der Katalonien.
Wie geht er weiter? Als Sondagen hu gewissen fir Drun, dat eng so wie du lo gesot et gewär 60 feiert sich gin hext wahrscheinlich. 50 40, das jo egal. Dat hecht eng Majoritéit vun den Leiit hätten dafir gestimmt, fir dat Spurnie soll eenent bleiwen. méi eng Gros Majoritéit vu Leiit. 85% wollte Wle go. Die wollten dat kënne so. Dat Verhältnis ka kippen duch de Gewalt ersetzt. Lo sind da ganz viel die so mat dem dotte Stadt wëlle mir neich mit zedin hun. Die Majoritéit kann sech de baskesche Premier. Interessanterweise gëtt jo am Baskenland konträrement zu Katalonien keng wirklich politische Unabhängigkeitsbestref. Die sind ziemlich zufrieden mat dem Statut den ze hunn. An do regéiert eng Regionalpartei Regional Christdemokraten nennt baskisch nationalistisch Partei ist historische Numm. An de Premier vun der baskischer Region huet no Kinnig singeriert, die iwwerins dramatisch fand. Dat de Kinnig vu ganz spun untritt a mat bedrohlichem Ton. De Katalane se lo mal halt Verfassungssünderem hergestellt. Fan eng Katastroph, de spielt mat segem Thron. De baskische Premier huet do eng exzellent mat der doiert als Katalonierem steck mir weit fort. A genau dorem geht. Leider kann ent leider versichen ze feieren, et kann en versichen se weiter Experten zu Madrid betreiben alle Institutionen de moment weiteren Eloignement. Mei et soll als eng Léier sinn dat ganz och. Et lees de nie e Problem mat Sturkappegkeet a mat Gewalt. An enger Demokratie kann e jo verschiedener Menung sinn. Da sitzt den sech runmen Dëch, et klapp de mat der falsch op den Dëch, et diskutéiert den, et scheit se se hun, an et fën den eng Soluioun. So geht dat an enger Demokratie, awer net so wie Spurien as lo gewissen hun. An dat kann natürlich dramatisch Weiterentwicklungen kennen. Schenglo so wie wann e méendech den katalansche Regierungspräsident fehlt an Unabhängigkeit erklären. Spurnier Sohn als Hai an noch an offizielle Verlautbarung, do géint gi mir viel. Ich weiß lo ger wat dat hecht, op der Lopanzer kommen oder so. Ich ha noch einfach guneicht von de permanente Bedrohungen, die Europa do ausstest, as er ein Drittland, an 100 Euro nëmme, dann man da neich mit. Dat as hun net irgenden Territoire. De leit matten an Europa. De bezielt ma Euro, den as am Schengelraum. An d'Aspiration vun de Leiit as net Europa ze verlosen. Se wëlle just Spanje verlosen. An irgendwen die brauchen auch an Europa der Kenntnis, dat der Nationalstaat wie 200 Jahre existiert, eben recht just 200 Jahre existiert. Dofir Drwert Form vun ze Summelewe vun de Leiit ernstcht, an do no kann so enke ernstcht gin. Ich erinnere mich an den urale Slogan vun den jungen katalanischen Christdemokraten. Den huet gelaut katalanischsprachig Länder Nation Europa de Staat. Spanje wär du einfach ausgeklammert. Ob in der Attitude lo deelt oder net oder ob en grosse Fan von Real Madrid ass. Sie du hingestellt mit der das Aspiration géint Europa as du gonecht. Ich fand net gut net Schein an net richtig, dat Europa dee Katalanen, die de spanische Staat net gut fannen. D'Impression gëtt sie misisten de spanische Staat gut fannen, dat sos mir desideieren, dat mir nicht mir will Martin zu dienen. Da kommen nach River bei einer Wahlen, bei Legalwahlen auch ohne Gewalt, wann noch kleinpolitisch Erdbeben an Deutschland, weil CDU, an CSU und SPD sind aber da aufgestroft, die bei den Wahlen 4 pro Wochen, auch weil KW lernst, Angela Merkel wahrscheinlich feiert. Für allem hast du einen gewissen AfD als drittstärkste Kraft zu Berlin. Was bedeutet das doch für die EU, Vivian Reding? Aus der Wand, den Präsident Juncker an der Segel gesehen hat, von Europa ein bisschen gebremst doch dadurch. Nein, überhaupt nicht, weil an Deutschland jo eng stark Majorität am Zentrum sich werd fannen, CDU, CSU, FDP an die Grünen, für eng solid Politik zu machen, dat eng stark Europapolitik wert sind
Och wann ich még Duten hunn, wat d'FDP do werd produzéiere, well déi sinn heinz do komisch an Europa politische Froen. Mei die stark Opposition déi die brillerten Opposition, dat werden die Neofaschiste sinn, die stark Opposition. Dat sind Sozialisten, an die sind auch pro Europa. Also am europapolitische Sinn wird sich da nicht ändern. An der Chambre bei ihnen, am Bundestag, wird sich etwas ändern. Und die werden nicht das kriegen, wie das, was die Mehrheit am Europaparlament schon längst gewinnt sind. Wir haben nämlich auf der rechten Seite und auf der linken Seite mehr Brillerte sitzen. Die extrem rechts, Madame Le Pen, den Herr Farage, an die extrem links, die machen viel Medien, aber kein Gesetz. Ganz oft derselbe Brille. Das heißt, sie steuern uns, weil eben Kameran, ob sie durchgehen, dafür machen sie. Aber wenn es darum geht, um ein Gesetz zu schaffen oder etwas Konkretes Abweises zu holen, da sind sie näherens an näher wo. Ja. Was ist zu hoffen, als für eine Revue dabei zu fügen, dass die Transitionsphase bis sie eine stabile Regierung haben, dass die nicht zu lang dauert. Weil du aber an Europa eine neue Wand entstanden ist durch Jean-Claude Juncker Riet, durch Macron Riet, das ist für den Elan aber mitzuholen, brauchen aber in Deutschland werden auch fähig, als dort zu ziehen. Und dafür ging ich hoffen, dass die Phase nicht zu lang dauert. Riskiert aber nicht von Auto zu gehen. Riskiert natürlich nicht, wie Vivian Reding richtig gesagt hat, weil die FDP da aber wahrscheinlich probiert, für sich das Mädchen rauszuschlagen, ob schon sie eine ganz kleine Minorität eigentlich sind. Aber weil die CSU für den Amendment weggemischt, weil sie massiv verloren hat, die hat ja am meisten verloren, und die versuchen sich jetzt... So besteht eine Gefahr für alles auch, ja, die hat gerne die Stimmen, die sie unter der AfD verloren hat, die hat sie gerne zurück. Das problematisch. Ich meine, Madame Merkel hat mehr Probleme an Amendment mit ihren eigenen Leuten, das heißt an der CDU, CSU, wie mit der FDP und mit den Geringen. Das ist aber nahe, was in Deutschland immer mal schon stattfand, mit dem ich besonders peinlich empfunden habe. Weil alle Partei erklärt ja mittlerweile da, wenn sie nicht koaliert. Ja. An irgendwo muss ich aber sagen, okay, da den mit seinen eigenen Überzeugungen selbstbewusst umgeht, das ist schon eine Reihe. Wenn ich keine absolute Majorität habe, und in Deutschland gibt es keine mehr, vielleicht auch demnächst in Bayern nicht mehr, bei uns gibt es das noch nie, aber dann geht es bei Wahlen darum, dass der Wille sich artikuliert, und dann geht es darum, Verantwortung zu überholen, wann ich kann oder wann ich muss. Oder eben noch nicht, wenn der Wille will, dann der aussieht. Mir kann ja aber nicht drum gehen, dass ihr seht, also egal wie die Wahl für uns ausgeht, wenn unser Programm nicht integral umgesetzt wird, dann regieren wir nicht. Ja. Das ist eine Verantwortungsverweigerung, von der ich einfach fand, dass sie nicht gesund. Weil das Stichwort der trifft auch auf Sozialisten, so, die sich direkt mal erklärt haben, als ohne die Gespräche wollen. Direkt sich zurückgezogen. Wir hatten zu Lützeburg die letzten Gespräche geholt, wenn das Drogen wurde. Da kommen wir rüber, aber bei der Sitzung von dieser Woche, du hast unter anderem ein Passagierrecht gegangen, mehr konkret im Fall Ryanair, du da vielleicht mitkriegst, dass du ganz viel wollen und da lässt einfach aufgesucht gehen Leute, die daheim mussten bleiben. De Joch Spach setzt sich 20 Joren hier am Parlament für die Passagierrechte an. Das war auch ein Thema hier am Parlament, das war Joch Spach. Es war ein Thema hier am Parlament, weil die Kommissarin Violetta Bulls als Rede nicht gestanden hat, wie die Kommission das gesagt hat, was die Kommission noch will, es wird zu erwähnen. Generell muss ich sagen, dass die Affäre Ryanair ein Skandal ist. Das ist ein Skandal, den eigentlich eine Suite hat von Skandalen, die für drunten op Kächte vum Personal geschitt sinn, weil sie Strukturen opgebaut, mat ganz prekären Arbeitsverträge, mat ganz schlechten Arbeitskonditionen an sefir hun, wat eigentlich de Low-Cost-Modell durchstellt, da wo man bislo mat gemischte Gefehle immer drun Rugange sinn. Haiier se lo enke de Passagier betraff Hunderten Tausenden an dat werd nach kennen hun, weil sie hunn Jolo ugekënnecht vu März 18 untercht bis März 18 die ganze Wand auf Herplan nach auserneen ze zeie, weil se einfach dat net können assurieren, dat se Managementfehler das klar an deitlich. Sie hunn dat erschätzt, die verschiedene Sachen erschätzt, sie hunn eng Bewegungen erschätzt, die auch innerhalb von ihrer Leiit stattfand huet, fir besser Arbeitskonditionen anzutreten. Sie hunn erschätzt, dat gewisse Gerichtsurteile auch so
soen, wie zum Beispiel lo fir kurzem dat Kur seet, dat net mir unbedingt den Erbesvertrag an Irland muss Gültigkeit hunn, méi wann de Pilot zum Beispiel Gréessendeels a Spënien oder Gréesselseels sos anwoch stationéiert ass flit, dann zielelt dat Erbesrecht. Dat sind alle Sachen, die hinnen an hier Karten net an hier Karte gespielt hun konträr. Dat hecht die hinnen am Fong die Vierdeler diese biselo hat in dem Kächte vum Personale wächkollen. Lo als Passagier als Passagier muss ich so dat ass den zweiten Deel vum Skandal, dat hecht sie hunn ganz groß ugekënnecht, dat sie eigentlich de Passagier gingen entschierdechen. An dommer da war ganz viel Leiit berouecht, wo Lo nach immer festzustellen, ass dat ganz viel Leiit die hat net wissen, dat ze rechter hunn. Ganz viel Leiit die hat hier Rechte am Detail net kennen oder respektiv net wisse, wo se können akloen. An der das fir sie eng Machenschaft gewircht fir mod Leiit direkt ze berouechen. Do mir d Kommissionun halt op hingewiesen, dat dat net geht. Dat hicht sie hunn Passagier hunn laut enger Direktiv rechter ze gut. Die muss Ryanair assurieren, die muss Ryanair garantieren. An der das do als Kommission gefordert fir ze soen Ryanair an noch die nationale Regulierungsbehörden fir ze soen so geht net. Ihr könnt net einfach die Aufspeise mat ennger zum X oder mat Umbuchungen oder mat sos Deppes. Die Hurechter ze gut an die Rechter die sind auszubezuelen. An do werden man ganz klar darauf oppassen, dat dat geschitt. An dementsprechend muss die Kommission noch Sanktionen well an do Kommission deet sech dann aber se schwéier sie gucken de juristische Wolle die rechtlich lächen, aber se Missionun als versprach do en Ädruck zu halen, wie dat lo weitergeht, an dementsprechend doch Sanktionen zu höllen. Vielleicht fir Leute die no gucken, wann sto gebucht hun de Wol geht net Vuginstelle am beste fir einfach sehr geholfen zu kreen. Dat hicht all Land huet seg nationale Regulierungsbehörden an do ass et fir sich zu melden, fir seg Rechte anzukloen. An déi gucken die analyseieren de Fall an dem heute Fall as jo ganz klar hein so as jo mat technische Probleme oder mat Meteo, die net ein so ass mi kommuniziert méi hai. Dat Hicht ha huet de Passagier ganz klar seg Rechter ze gut, kann so op déi man neier akloen. Dann enfin kann e so huet Parlament gering Lut ginn fir den Europäesche Parquet en Lützeburger Projekt fëlt wie en Reding demolech Kommissarin 2013 schon Donner geschafft huet an de Parquet lo op Lützeburg kënnt och. Fir wat huet dat einfach so lang gedauert an nach si net all dabei wie en Reding. Das fantastischen Durchspruch an das auch gestern am Europaparlament gesot gin, dat ein historische Moment das fir d' europäesch Justiz, dass die erste Käier dat am penale Bereich eng europäesch Institution entsteht. Und das net neicht, weil die ganz Justizfroen sie Sachen, die zum Staat geheieren. An vieler sind iwwer Jahrhunderten gewus. Also fir Staaten do 100 ze kreen, dat se d'accord sind, do eng gemeinsam Staatsanwaltschaft ze schaffen, wo net einfach ich hun de Projekt 2013 wie gesot gin ass op de Weg gin, an du sinn ganz schlimm an schwéier Verhandlungen ugängen, die awer lo zum guten Ausgange sinn. Ich hat vun Ufang gut gesot, wir können dat net alle Goren ze Summe machen. Wir mussssen an schwieregen Punkten europäesch Länder hunn, die wollen so eng Vierhut sinn. Die wollen no 4 goen Appes machen, wo andere sich da können uschleessen. Dat das lo ha geschitt. 20 Staaten machen dat Madeneen. Die werden also lo een Parquet kreien, den se Storms beméit fir alle Guren die Filoen, déi europäesch Gelder stielen. Sie wird Fonds, die illegal gebraucht gehen, sie wird TVA, der nicht bezahlt wird, für sich Eis suchen, also zu vom Steuerzahler. Die müssen nicht angedriven gehen, weil immer die Strafverfolgung da und die Grenzen hält. Loget sie dann grenzüberschreitend gemacht, und das ist gut so. Ich fand, es sind 2 Sachen, die ich soll beurteilen. Was für Länder machen nicht mit. Ja. Das sind hauptsächlich die eigentlich am meisten mitmachen, weil bei ihnen Sachen am schlimmsten sind. Ich denke an Ungarn, an Polen zum Beispiel. Und das Zweite ist, ich meine, da haben wir die heilige Erfahrung zu machen. Und die Institution könnt ihr auch auf Lützeburg, wie das richtig ist, weil da haben wir ja Justizautoritäten sitzen. Es gibt also eine Erweiterung von den europäischen Justizautoritäten zu Lützeburg. Ich meine,
An engem zweite Schrack sollen de nach weitergoen fir d'International Kriminalität an noch fir den Terrorismus zu bekämpfen. Dat gif als Sicherheit an Europa sicherlich méi stark machen, a méi effikaz och. Geht jo net drum, dat den Lo de Lützeburger Parquet oder de franzésche Parquet aufschreift oder eliminiert. Nee, Et geht darum, dat die zu Summen erbecht vun enger gemeinsamer Institution entwickelt gëtt, an dat grenzüberschreitende Kriminalität auch grenzüberschreitend bekämpft wird. Maja, die eng wëlle méi zu Summe schaffen, die anderen die wëlle fort. Den Brexit war auch Sujet Frank Engel 16 Main, dass die Decision lo schon all, dass Briten die EU verlosen, mit geht ich net sehr genug führen, oder? Der britische Finanzminister so frustriert Dir auch? Ja, der britische Finanzminister kennt vielleicht zu Summe mit anderen Kollegen aus einer Regierung vieles gegen seine eigene Frust machen. Wann sie sich endlich geben zu Summe raffen, an et fertig bringen, eng Meinung zu haben, an eng Prozedur, an eng Vorgehensweise für den beschlossenen Austritt so über die Bühne zu ziehen. Das ist nicht so, dass wir außerordentlich pressiert wären. Wir haben eng vertragsmäßig vorgesehenen Deadline. Und das ist 2 Jahre no Erreichung von dem, was ihr gelegentlich den Schädungsbrief nennt. Den haben wir Ende März des Jahr gekriegt. Also läuft die 2 Jahresfrist mechanisch. Du kannst kein dagegen machen, am März 19 aus. Die Regierungschefe können eine unanimeme Decision holen, es zu verlängern. Das machen die aber just, wenn es einen guten Grund gibt. Und zwar nicht den, der auf der anderen Seite getrennt wird, mit das irgendein besonders komplizierte Verhandlungselement dann einfach nach ein bisschen mehr lang brauchen. Briten wollen über Zukunft schwätzen, und wir so sinngemäß kann man regeln für dich mit Vergangenheit. Ja. Und du hängen wir, sie wollen nicht darüber schwätzen, was sie schuldig sind. Wir wollen aber darüber schwätzen, was sie schuldig sind. Weil da geht dem Engagement bis 2020. Wir müssen ja wissen, was Briten nach gewollt sind, bis 2020 zu blechen, aber was nicht. Du hat die Europäische Union ihrerseits Engagement vis-à-vis von Staaten, vis-à-vis von Bauern, vis-à-vis von alle möglichen Leute, die Geld zu gut tun. Die sind mal da gegangen sind. Die sind mal da gegangen sind. Und da muss man herausfinden, wie wir das alle handhaben. Wir wollen wissen, wie wir unter irischer Grenze mit den Einskinnen alleine den Nähe kommen. Wir wollen wissen, wie es dann definitiv steht mit den Rechten von europäischen Bürgern an Großbritannien bis 1999 und umgedreht. Ja, an all die Fragen schenken sie sekundär zu fahren. Sie wollen wissen, wie wir dann 19 mit denen handeln. Ja, wir haben ja nicht dagegen, die wird vor zu diskutieren, wie handeln wir 19 mit denen. Ja, das muss geklärt gehen, das sind Verträge viel. Und wir können nicht über den Handel nur 20 schwätzen, wenn wir nicht wissen, wie es mit den europäischen Bürgerrechten 19 ist. Ja. Und sie müssen ja eigentlich einfach realisieren, bei all den Briten, die sonst an der Europäischen Union leben, gibt es schrecklich viele, die beispielsweise die sonnige Staaten am Süden von Europa Pensionen sind, da leben. Sie haben einen Interesse für die Frauen, da mitzulesen. Ja. Die Menschen ist nicht. Also man nicht, da wenn es nicht, weil es einfach innerhalb von der konservativen Partei verschiedene Auffassungen gibt, wie er soll handhaben, ob er soll flexibler freundlich sein, oder ob er soll granzig arabiat sein, oder wie er soll machen. Ja, Brexit. Und in den Umständen können wir nicht machen, wie er regelmäßig so leisten. Man kann Zeit lebt. Ja. Aber wenn Zeit aufgeladen ist, an einem Jahr an 5-6 Monaten, und wir haben nicht durchschlein, dann leidet nicht durch. Und das ist ein einfacher Drittstaat. Und dann handeln wir nur WTO-Regeln mit denen. Das ist nicht sonderlich favorabel. Also am Resümee, die Debatte des Woche hat gewiesen, dass nicht nichts ist. Ja. Wir sind auch immer am Anfang, und das ist genau das nicht Problem. Ja, das ist genau das Problem. Und das ist nicht das Problem von Europa. Weil der Michel Barnier, den als ein Verhandlungsführer ist, der macht eine exzellente Arbeit. Ja. Aufgrund von dem, was das Parlament an den Ministerrat ihm mit auf den Weg gehen hat. Die muss natürlich auch Partner haben. Und hat keinen Partner, auf der anderen Seite kennt man nicht. Da ist auch nicht viel versprechen für den 9. Oktober, wo die nächste Runde geht. Ja. Das ist, wenn ich schon vor 4 Jahren weiß, du besteht. Das beste Beleg dafür, dass, also ich will auch nicht über die verschiedene Meinungsmäßigkeit innerhalb von der britischen Regierung sprechen. Der beste Beweis für die Tatsache, dass sie eigentlich nicht wussten, ob 40 Wahl gelöst haben, als die Referendum werden 23. Juni 16 auf Lützeburg Nationalfeier. Ja. Es hat 9 Monate gedauert, bis man den Brief kriegte. 50 deklariert. Ja. Und nachdem hat es noch 6 Monate gedauert,
Bis man dann mäßig zu Florenz und gerade zu Florenz, so viel sie das gemacht hat, heute bis heute auch kein Verstehen, sich zu Florenz für einen Menschen an Press stellt, an den Werk Skizz möchte von dem, was sie sich da so vorstellen, das bis 19 ist ja nicht normal. Es ist 1,5 Jahre an Land gegangen, nur dem Referendum da. Für dich hatte man den Brief nicht. Du konnte man nicht verhandeln, weil sie müssen wählen wollen. Ja. Was völlig unnötig wäre, als ihr nicht bräuchte, hat man dann mehr. Ja, an irgendwie kommen wir entweder oder nicht. Ne? Und uns leidet nicht. Dann am November ist COP23 zu Bonn, da geht es also um Klimaziele, Georges Bach, nach COP21 zu Preis und nicht an EU-Recht umgesetzt. Wie war oder was fordert er dann von der COP23 zu Bonn? Also fir enket optrikt komme COP21 zu Paris war jo in trotzdem in historischen Erfolleg, well eng 195 Memberstaaten awer Zieler gemeinsam definiiert hunn, dat hecht CO2-Reduktionun zougestimmt hunn an verstärkt an erneuerbar Energien an Zukunft firausgesät hun. Bon. Eng en neien Aspekt as lo, dat natürlich der Präsident vun de Vereinigten Staaten gesot huet, ging sech hun den Ekonomie halen, war dawer zum Glück net flächendecken, dats fir d Vereinigten Staaten, weil du ginnet an der Tischzeit awer einzel Bundesstaaten, die awer so en Dach das notwendig an Schmengen oni lo Panik an der Polemik ze ma die Meteor, die man die Lächtzeit oder überall gesinn hun, liest du awer en ganz Party Leiit nodenken. COP23 ass am Fonge lo, no dem dat eng Partystäten awer loch ratifizeiert hunn, ass am Fong fir ze kucken, wéi Europa op dem Weg do weitergeht, wohlwissend, dat méigerweis Vereinigte Staaten net mat. An dat ass eben heit Diskussion noch gewircht, bleiwen wir weiter als Europäische Union so ambitiös, dat mir so mat dat ass fir eis eng Schien, die man weiterfeieren mat allem drëmmer dummer allen Aspekte, die positiv sinn als Wirtschaft als Industrie ëmstellen an se virun. An dat ass ha herauskom klar an deitlich auch gesot gin COP23 muss dat als Ziel hun dat den ambitiös weiterfiert. Die Europäische Kommission huet och Rapporten an der Zwischenzeit firgelecht, dat man gute Weh sinn net fertig spricht. De Wirtschaftswurst dem Amfang vun den CO2 Emissionen last ze koppeln. Dat der Prommer Wurst dem hunn ginn CO2-Emissionen zréck, wat jo net so evident war fir hun enger Joren. Erneuerbar Energien hullen och zo an die 20%, dat ass och e gut Zeechen. Seit in der Europäische Union als ganz van den evaluenze Länder guckt, dann happert et donner bëssen die muss nach Reformen machen. Da gët nach diskutiert, die wat lächte Verdelung zu Bonn wahrscheinlich. Van den Lo guckt Lützeburg, muss jo mal enke bëssen gucken, wo mir durchstehen. Da sind wir eigentlich an den CO2-Emissionsreduzierung sind wir gut. Dat Tierchte hummer viel Erfolge gemacht. Wo nach viel zu machen bleibt doch moderner Länder wie Frankreich, auch Holland zum Beispiel, das den Undeel von den erneuerbaren Energien an Blut treiben. Da muss man zu Lützeburg noch viel Erfolge machen. Du hast die Regierung gefordert, besonders für den Transport überlegt, weil der Bereich ist, wo ich aktiv bin. Da stellt ihr fest, dass wie gesagt, noch viel zu machen als für nach Richtung erneuerbare Energie, für auch dort Ziele zu erreichen, die wir uns kennen. Merci Georges Bach, dat wäre dann für die europäischen Impressionen vom Oktober, die 1. vom Oktober, wir sind schon an 3 Wochen heute zurück. Dann hoffentlich auch mit ein paar interessanten Fragen von euch, die da könnt ran mailen auf europa@csv.lu. Für heute ihr Streit im Kompetenzteam von der CSV vielmals merci für die Erklärungen. Merci. An ihr merci für das Nachgucken und bis geschwind.